Vorher schon angetönt, heute ist der Jahresvisionsgottesdienst. Das bedeutet, wir starten unser Jahresthema vom 2020. Und wir machen das bewusst als ganze GVC-Bewegung, also jedem Standort, wird heute so in das Jahresthema eingestartet. Und wir haben dazu einen Livestream von Winterthur, wo wir alle darauf zugreifen, damit wir einheitlich, als eine Bewegung, können in diesem Jahresschwerpunkt drin stehen. Und ich möchte euch herzlich einladen, zum Innenlehnen, zum Herz aufmachen und jetzt zum Bildschirm führen schauen. So gut euch zu sehen. Guten Morgen miteinander. Ich sage jetzt gleich auch noch von meiner Seite. Es ist in doppelter Hinsicht ein besonderer Moment für mich und vielleicht für viele von euch auch, dass ich da stehen kann. Einerseits ist es 7 Wochen nach meiner Knieoperation das erste Mal wieder da oben. Es ist schon noch das Gefühl, ich sage euch das. Aber ich bin ja meistens da bei euch gesessen und habe euch gesehen. Aber natürlich ist es noch viel ein wichtiger Moment, ein besonderer Moment heute Morgen, wie es der Jahresvisionsgottesdienst ist von der GVC-Bewegung. Um 11.15 Uhr hat es ein bisschen mehr Leute da. Das sind die Jungen von der My Church, auch bei uns im Gottesdienst. T-Church ist im Jugendgottesdienst und die Delphi-Kirche. Aber jetzt heissen wir ganz besonders willkommen auch Kirchen GVC Bassersdorf, GVC Wil, jawohl. Und GVC Zürich-Oberland. Können wir gar noch mal klatschen? Jawohl. Schön sind ihr mit uns verbunden, schön sind wir zusammen unterwegs und miteinander, wenn wir jetzt eintauchen in das, wo wir seit Wochen, teilweise seit Monaten daran gearbeitet haben und sich dann wird entrollen im Laufe von dem Jahr, unser Jahresthema, unser Jahresschwerpunkt, da nehme ich euch jetzt mit in einem Video. Jawohl, das ist unser Jahresthema alltäglich Glauben, 365 Tage, 24 Stunden, alltäglich Glauben. Und dazu schlage ich auf im Markus-Evangelium, Kapitel 2, Vers 14. Als Jesus, weiterging und am Zollhaus vorbeikam, sah er dort Levi sitzen, den Sohn des Alphaeus. Jesus sagte zu ihm: Folge mir nach. Da stand Levi auf und folgte Jesus nach.
folg mir nach, komm mit mir. Und der Levi ist aufgestanden. Jesus hat den Levi, später Matthäus geheissen, eingeladen, Seite an Seite mit ihm durchs Leben zu gehen. Jesus hat den Matthäus Levi eingeladen, von ihm zu lernen, von ihm abzuschauen und in das Abenteuer vom gemeinsamen Seite an Seite unterwegs sein, hat er ihn eingeladen. In den Evangelien sehen wir, wie Jesus immer wieder zu den Menschen gesagt hat, folg mir nach. Steh auf und komm an meiner Seite. Und das passiert seit 2000 Jahren. Es ist nicht die Einladung von Jesus zu einer Religion. Jesus lädt nicht ein, für ein paar Sätze auswendig zu lehren oder primär ein gutes Bibelwissen, sondern immer wieder hat er in der Evangelien und seit 2000 Jahren Menschen eingeladen, mit ihm im Alltag unterwegs zu sein. Ganz, ganz praktisch. Und zu entdecken, auf dieser Entdeckungsreise, was das bedeutet und was das beinhaltet, dem Jesus abzuschauen und anfangen zu leben, wie er gelebt hat und was er gelehrt hat. Und seit 2000 Jahren erleben die Menschen, die sich auf das einlassen, auf das alltägliche Unterwegssein. Seit 2000 Jahren erleben die Menschen, dass sich durch das, wenn man das wirklich umsetzt im Leben, sich das eigene Leben, sein nähere und weitere Umfeld verändert, Menschen fragend und neugierig werden. Eine Frage, die wir uns stellen in diesem Jahr, heisst: Wie würde sich unser Denken, unser Handeln und unser Reden, ja, wie würde sich unser Leben überhaupt verändern, wenn wir bewusst mit Jesus an unserer Seite durch unseren Alltag gehen würden? Ein Morgen, eine gute Morgen-Jesus-Zeit. Ich will im neuen Jahr nicht stille Zeit nennen. Ich will es im neuen Jahr heissen, guten Morgen Jesus-Zeit. Und mit ihm, mit den To-Dos oder der Agenda auf den Knien durchschauen, um was es heute geht. Und mit ihm darüber reden, was mich am heutigen Tag erwartet. Und im Unterwegssein durch den Tag, wenn Entscheidungen gefällt werden, wir können uns überlegen, was soll ich wo sagen, was für Weichen soll ich stellen. Was für Entscheidungen mit meinen Kindern, in meiner Ehe, als Single, an meinem Arbeitsplatz mir gefällt werden. Immer wieder überlegen, was würde Jesus tun? Was sehe ich aus seinem Wort heraus? Immer wieder im Alltag das Handeln und das Reden von Jesus in Erinnerung rufen, dafür müssen wir es natürlich kennen, ist klar. Sind wir mal ganz ehrlich, am Anfangsjahr ist es nicht manchmal erschreckend, ich betone das, ist es nicht manchmal erschreckend, wenn wir im eigenen Leben, aber auch im Leben von anderen Menschen miterleben, wie das, was wir im Alltag tun, handeln, reden, sagen, oft so weit weg ist von dem, was Jesus gesagt und vorgelebt hat. Bei uns selber merken wir es relativ nicht so schnell. Wir sind viel besser, das bei anderen Menschen zu sehen und zu sagen, das war jetzt auch nicht gerade Jesus-Style-mässig. Ich selber bin herausgefordert, zum Beispiel bei der Frage im Umgang und Verhalten in Konflikten. Ich kenne aber viele Menschen auch aus unserer Kirche, die herausgefordert sind, im Alltag den Jesus-Style zu leben, in ihren Ehen, wenn es hart wird, im Umgang mit Geld, Lebensgewohnheiten, in ihren Worten und der Sexualität und noch viel mehr. Es geht nicht um ein perfektes Können leben. Vergiss es, schaffen wir nie. Also du vielleicht schon, aber ich nicht. Sondern es geht um etwas anderes. Es geht darum, sich ausstrecken nach dem wirklichen Jesus-Teil-Leben im Alltag.
Unsere Gottesdienste werden wir uns in diesem Jahr stark nach einem praktisch gelebten Alltagsglauben und der Frage, wie wir dazu kommen, ausrichten. Wir fangen das Jahr an mit einer 6-teiligen Schwerpunktserie und werden im Laufe des Jahres nochmal 2 Serien anhängen. Die heissen alltäglich Glauben. Jedem Sonntag werden wir zuerst zurückreisen in die Zeit von Jesus und uns unter die Jünger von Jesus mischen. Und einer von denen werden und uns fragen, was hat das Sinnezeit bedeutet, wenn Jesus das vorgelebt hat oder das gesagt hat? Was war das Bucki gewesen? Was ist in dir aufgegangen, wenn du Sinnezeit dabei bist oder Petrus angeschaut hast und mir sagt, das geht im Fall gar nicht. Das macht man heute anders. Das haben wir von Generationen her anders gelernt. Oder wo stehst du denn jetzt mit drin unter diesen Jüngern und sagst, yes, Jesus, sag es endlich mal. Dann werden wir uns fragen, am zweiten Teil der Predigt, was heisst jetzt das für uns persönlich? Ganz persönlich. Wie können wir das umsetzen? Wo umarmen wir das, was wir von Jesus lesen und sehen und sagen, yes, Jesus, so grandios. Oder wo finden wir, das geht heute gar nicht mehr. So kann man es nicht mehr sagen. So kann man heute nicht mehr leben. Wir leben schliesslich in einem anderen Jahrtausend, ja, 2 Jahrtausend später. In diesem Jahr ist es schön, wenn du einen Haufen aus der Bibel weisst. Aber in diesem Jahr geht es nicht darum, besonders viel aus der Bibel zu wissen. Sind wir ganz ehrlich nochmal, wir kennen genug Christen, die ganz viel wissen. Aber ihr Leben oft anders aussieht. In diesem Jahr werden simple Predigten auch mit dabei sein. Wo du vielleicht sagst in dir Inneren, keine kann ich abhaken. In diesem Jahr geht es darum, das, was man vielleicht so schnell abhakt, auch zu fragen, wie können wir das in unserem Leben umsetzen, auch dann, wenn es ein Eingemachte geht und uns alles kostet. Ich weiss, ein paar, die mit meiner Frau und mir in der Ferien waren, die mögen sich an gewisse Sachen erinnern, die in dieser Serie kommen. Aber keine Angst, wir haben Bewährtes und Neues zusammengemischt. Die dürfen also alle gespannt sein. Gehen wir in die erste Predigt eigentlich, dass wir gerade so richtig mitbekommen, wie das etwa tönt. Der erste Titel vom alltäglich Glaubenserie heisst Seebär und Landei und geht um Kapitel 5 vom Lukas-Evangelium. Bist du bereit zum Einsteigen ins Unterwegssein mit Jesus damals? Bist du bereit, jetzt gerade reinzudenken? Muss man mal ein bisschen reingumpen? Du bist jetzt einer von denen, der das miterlebt. Du sitzt am Ufer vom See Genezareth. Und wie viele andere bist du auch Fischer da. Du hast sogar dein eigenes Boot. Eben bist du von der Arbeit ans Ufer gekommen. Es war eine elendlange Nacht dort draussen. Gekrampft haben wir, wie immer. Wir haben alles gegeben. Alle Fischertricks vom Grossvater und vom Vater haben wir angewendet und trotzdem haben wir leere Netze gehabt. Und trotzdem du nichts geschafft gefischt hast, hockst du neben dem Boot und musst trotzdem Netz flicken, wo so der Stein sich zerrissen haben. Es ist alles eigentlich wie gewöhnlich, leider. Wie fast jeden Tag. Mal ein bisschen mehr Fisch, aber heute ganz wenig. Du sitzt also in dem Boot und da kommt plötzlich ein Mann. Sie nennen ihn Jesus. Und mit ihm, mit dem Jesus, ganz viel Volk. Hey, hallo, da ist doch sonst nichts los. Hey, passt auf, ich stehe im Fall auf mein Netz zu. Das geht nicht. Du bist völlig überrumpelt von dem Volk, von dem Pöbel, von angesehenen Leuten bis zum einfachsten Typ, der da sich drängt an dem See.
Jetzt steigt der Jesus ins Boot von Petrus. Es liegt gerade neben deinem Boot. Du siehst, es bist live dabei. Und du hörst, wie der Jesus sagt, hey, ruder ein bisschen raus und ich will von dort aus zum Volk reden, sonst verdrücken sie mich noch und schieben mich noch ins See. Spannend, was der so ruft zu dem Volk. So ganz anders. Meine Rede hört man jeden Tag dort, oder? Die das Gefühl haben, die Rabbis sagen etwas zu sagen, aber so spannend, so anders. So liebevoll, so ehrenvoll und auf der anderen Seite so fadengrad. Nicht politisch, nicht verkausalisiert, sondern einfach fadengrad. Was sagt er denn dort jetzt zum Petrus? Fahre jetzt weiter hinaus auf den See, werft dort eure Netze zum Fang aus. Du schüttelst den Kopf, als du das hörst. Und du denkst, hey, hallo, Jesus, weisst du was? Du redest zwar mega gut. Du magst ein guter Typ sein. Ich habe sogar gehört, du heilst Leute. Aber vom Fischen hast du keine Ahnung. Weil du kommst von den Bergen oben runter, dort vom Hügel oben runter. Bei dir oben fließt das Wasser nur abwärts. Da gibt es weit und breit keinen See, Jesus. Du hast nun wirklich keine Ahnung vom Fischen. Du kannst es nicht besser wissen als mit Berufsfischern, die das Traditionshandwerk vom Vater und Großvater übernommen haben. Und wir wissen genau, wann und wo die Fische beißen und jetzt ganz sicher nicht. Du Landei, Jesus und wir sind Profis, wir sind Seebären. So ist das. Wenn wir schon die Nacht nicht gefunden haben, werden wir einen Tag etwas finden. Oder fischen. Aber du hörst, wie der Petrus neben dir einen Satz sagt, den du nicht verstehen kannst. Meister, wir haben uns die ganze Nacht abgemüht und nichts gefangen. Da nickst du noch. Aber er redet weiter, wie der Petrus hat immer weiter geredet. Aber weil du es sagst, will ich die Netze auswerfen. Typisch Petrus. Schneller reden als denken, der wird sich schon noch blamieren. Wenn der jetzt wirklich rausfährt und zu 100% keinen Fisch fängt, dann wird er geliefert sein für die nächsten paar Monate. Ganz Tiberias, ganz Kapernaum wird über ihn lachen und sagen, hey, er hat einmal Landei mehr geglaubt als seiner Erfahrung. Aber dann, du schaust raus und siehst, dass er draussen nervös wird. Ganz viele Fische werden gefangen. Und du siehst, wie der Petrus winkt, dir und deinen Kollegen, er braucht Hilfe. Jetzt überlegst du nicht lang, jumpst ins Wasser rein, schwimmst raus und hilfst, den Fang ans Ufer zu bringen. Wow, was ist da passiert? Kann das sein, dass das Landei eine Ahnung hat vom Fischen? Und dann sagt der Jesus, folg mir nach. Petrus steht sofort auf. Nochmal 2 mit ihm, Verwandte, lassen das Boot und Netz liegen. Du zögerst kurz und denkst, da will ich auch mit. Und wenn es nur aus lauter Neugier ist. Unterwegs mit Jesus heute hast du auch schon erlebt, dass deine Lebensnetz trotzdem ganze Tage und Nächte gefischt hast, leer geblieben sind. Was versuchen wir doch nicht alles, unsere Lebensnetz zu füllen mit dem prallen, vollen, zufriedenstellenden Leben, das es wirklich bringt. Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat werfen wir unsere Netze aus.
um das überzukommen, was wir denken, das bedeutet das Leben und beinhaltet das Leben. Wir versuchen sehr viel. Als Teenager und Jugendliche versuchen dazuzugehören. Sie versuchen, die besten Lehrstellen zu angeln, Prüfungen in die höheren Schulen zu meistern, das geilste Hobby zu haben, möglichst viele Likes überzukommen und vieles mehr. Und trotzdem bleibt oft das Lebensnetz leer. Als junge Frau versuchst du so vieles, um attraktiv auszusehen, bewundernde Blicke überzukommen und später, wenn es nicht mehr so brustig ist, jünger auszusehen als du bist. Und wenn es schwierig ist, fragst du dich, ob mit einem anderen Mann das echt anders wäre. Und so viele Gedanken machst du dir und versuchst, deine Lebensnetze immer wieder neu auszuwerfen und doch bleiben sie da und dort sogar öfters leer. Als Mann auf der Suche nach der Traumpartnerin, der besten Berufschancen, einem Abenteuer, Bestätigungen und mit 43 in der Lebenskrise fragst du dich, ist das alles gewesen? Und überlegst, wie du halt nochmal könntest, die Lebenskarte neu mischen. Und trotzdem bleiben oft die Lebensnetze leer. Als AV-Teenager hast du lange gewartet, bis es endlich so weit ist. Du hast gekrampft, jetzt hast du Pension und die AV, jetzt geht das Leben los. Und trotzdem merkst du, dass eine gewisse Leere kommt. Hast du Teenager, Frau, Mann, Senior, auch schon erlebt, dass Jesus in dem Moment, wo du gemerkt hast, dass deine Lebensnetze leer sind, dir sagt, wirf deine Lebensnetze an einem anderen Ort aus. Fisch an einem anderen Ort. Wie sagt das Jesus? Steht nicht am Morgen an und sagt, gang und fische an einem anderen Ort. Aber wenn du sein Wort liest, wenn du sein Leben beobachtest, wenn du am Morgen die gute Morgen Jesus-Zeit hast, wenn du den Heiligen Geist bittest, dass er dir hilft, verstehen, was da steht und Jesus gemacht hat, in dein Leben nie gilt, dann wirst du immer wieder hören, die Stimme von Jesus, die innere Stimme, die Gedanken, wirft dein Lebensnetz einem anderen aus. Es gibt andere Arten zu leben. Es gibt andere Prioritäten. Es gibt andere Arten, mit Menschen umzugehen. Wenn dir das schon passiert ist, möchte ich dich fragen, was hast du gemacht? Hast du es ignoriert? Oder hast du gesagt, Jesus, das kann man heute gar nicht mehr so sehen? Ich glaube ja, Jesus, dass du Sohn Gott bist. Ich glaube ja sogar, dass du für meine Sünden gestorben bist. Ich glaube sogar, dass ich ewiges Leben habe. Ich glaube sogar, dass du verstanden bist. Aber ich kann nicht glauben, dass nach 2000 Jahren das, was du gelebt hast und gesagt hast, heute noch gilt. Punkt. Das ist einfach eine andere Zeit, das musst du verstehen. Heute geht man anders um mit dem Geld. Heute geht man anders um mit denen, die einem in die Pfanne hauen. Heute sind die Ehen anders. Heute geht man anders um mit der Sexualität. Heute geht man anders um mit dem Wort. Heute geht man anders um mit seinen Finden. Wir sind in Social Media Zeit angekommen. Da gilt einfach anders. Jesus, du hast keine Ahnung von den Konkurrenzkämpfen. Du hast keine Ahnung, wenn man ausgestaubt wird mit 55. Du hast keine Ahnung von den Likes, die man haben muss, von Klicken, die man bestehen muss. Von den ewigen Weiterbildungen, damit man nicht abgehängt wird. Du hast keine Ahnung. Da braucht es halt ein bisschen andere Arten. Da kommst du mit deiner Demut nicht weit, verstehst du? Kommst du mit deiner Art, wie du lehrst,
Konflikt zu begegnen, nicht weiter. Kommst mit dem, was du sagst, von Verzichten und von Treue und von Dranbleiben, treu im Kleinen nicht weiter. Ich Seebär, du Jesus Landei. Sorry, vor 2000 Jahren hat die Welt noch anders ausgesehen. Mich dunkt, wenn ich in viele Leben hinschaue und ab und zu auch in mich sehe, dass solche Gedanken, die du findest, jetzt vielleicht, die haben gar nichts mit dir zu tun, vielleicht doch viel näher sind im Alltag. Nicht so bewusst denkt, aber doch mit diesen Gedanken entschuldigen, dass du anders lebst, als das gewaltige Art von Leben, wo Jesus uns vorlebt. Ich will dir ganz ehrlich sagen, du musst dich entscheiden, wer Jesus für dich ist. Ist er Landei und du bist der Seebär? Oder bist du Lernende und er ist der dich lernen kann? Bist du Lernende oder ist er Vorbild? Ich möchte dich einladen, dass wir als ganze Bewegung, als Menschen aus der GVC-Bewegung unterwegs machen, im Alltäglichen, in den Niedrigen vom Alltag, in den einfachsten Sachen und den kompliziertesten Erbsachen. 365 Tage mit Jesus unterwegs sein. Du wirst dabei entdecken, wie du Sachen umarmst, voller Freude, sagst, yes! Wenn er das auch machen würde, wäre die Welt anders. Du wirst aber auch Sachen entdecken in unseren Predigten und hoffentlich in deiner eigenen guten Morgen Jesus-Zeit, wo dich nervt, wo sich vieles in dir rein wie sträuben. Das kann man doch heute nicht mehr so machen, so sagen, so sehen. Wirklich nicht. Wir müssen uns immer wieder entscheiden in diesem Jahr. Du und ich, Mann und Frau von heute, er, einer von gestern oder vorgestern. Oder du und ich, Frau und Mann, die so oft anstehen in ihrem Leben, in ihrem Alltag. Die oft nicht recht wissen, wo ein und aus. Auch wenn wir vielleicht den allerbesten Job haben gegen aussen. Und mitgerissen werden von dem, was so gilt. Daher müssen wir uns entscheiden, mehr und mehr in unserer Gesellschaft, in unserem Leben. Nach was leben wir? Was sind unsere Guidelines? Nicht ein verbissenes Christsein, verstehst du? Denn Jesus macht frei. Frei können in einer anderen Art von Leben leben. Das Leben, das anmächtig ist, weil es andere nicht verdrückt, weil es andere nicht an die Wand spielt. Weil der Jesus nie Menschen an die Wand gespielt hat. Weil Jesus nie mit dem Ellenbogen Menschen abgesagt hat. Weil Jesus nie den glimmenden Docht ausgeblasen hat. Weil Jesus immer am Einzelnen angegangen ist und 99 gelassen hat stehen. Was für ein Leben von unserem Jesus, dem und meinem Herr. Und oft singen wir Herr. Oft sagen wir Herr Jesus. Und die Frage ist er unser Herr? Im Sonntagsmodus oder im Alltagsmodus? Das ist ein riesengroßer Unterschied. Alltäglich Glauben, ich bin am Schluss 365 Mal im Jahr, jeden Tag mit Jesus unterwegs sein. Alltäglich Glauben, mitten im Alltag Glauben, dass Jesus auch mit dem einfachsten und kompliziertesten Alltag könnte etwas zu tun haben. Ich freue mich auf das Jahr mit euch allen zusammen. Bitte euch aufzustehen fürs Gebet.
Ja, Jesus, wir stehen vor dir. Am Anfang von dem Jahr. Und das Thema begeistert mich eigentlich nicht. Es ist viel mehr als Begeisterung. Es ist ein Herzensanliegen, das so tief in meinem Herz und im Herz von anderen Mitleidern gewachsen ist. Alltäglich Glauben. Jesus, das ist eigentlich etwas, wo wir uns im Grund von unserem Herz fast alle danach sehnen. Jesus, wir wollen dich beobachten. Jesus, wir wollen von dir lernen. Wir wollen mit dir durchs Leben gehen. Und Heiliger Geist, wir laden dich ein, dass du uns hilfst, das können zu verstehen, was in die heutige Zeit dir bedeutet. Ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du uns auch die Entschuldigungen aufdeckst, die wir immer wieder haben. Es ist halt eine andere Zeit, es ist halt nicht mehr so. Kann man nicht so sagen. Dann können wir ja gerade die ganze Bibel verrissen. Geist Gottes, zusammen mit Jesus hast du die Menschen immer in die Nachfolge gerufen. Folg mir nach. Seit 2000 Jahren. Und heute Morgen tönt der Ruf auch durch die Parkarena über Livestream in GVC Passenstoff, GVC Wil, GVC Zürich-Überland. Steh auf und folg mir nach. Im Alltagsglauben. 365 Tage. Danke, Jesus. Amen. Amen. Alltäglich Glauben. Unser neues Thema, wo wir uns ein Jahr lang damit werden beschäftigen. Und es ist wirklich etwas, was so gewachsen ist in unseren Herzen. Steffi und ich in der Bewegung, wo wir darüber geredet haben, was das Jahresthema soll sein, wie das soll weitergehen. Und wo wir merken, hey, wir haben uns vor ein paar Jahren so ein bisschen auf die Reise gemacht. Als ganze Bewegung, so mit dem Thema Nachfolge. Oder? Es geht eigentlich um das. Wie folgen wir heute in unserem Alltag Jesus nach? Wir haben verschiedene Jahresthemen gehabt. In den letzten Jahren fokussiert Leben. Tiefer und weiter, wo wir in verschiedene Dimensionen wirklich tiefer eingetaucht sind. Gott redet, letztes Jahr. Wir haben die Next Step Kultur anfangen aufbauen bei uns in der Kirche, dass wir uns immer wieder fragen, was ist mein nächster Schritt? Was ist der Schritt, wo ich mit Jesus zusammen jetzt an dieser Stelle möchte gehen? Dass wir uns fragen, in welcher Richtung möchte ich einen nächsten Schritt machen und dann den Schritt tun. Und uns in dem eben immer auf Jesus ausgerichtet sein. Und uns begeistert es mega, das Thema, je länger wir uns damit beschäftigen, weil es einfach die logische Konsequenz ist von dem Weg, wo wir schon länger eingeschlagen haben als Bewegung, wo wir drinnen unterwegs sind. Und weil es eigentlich fast die zentrale Frage ist von unserem Glauben, hey, wie sind wir mit Jesus unterwegs? Was heisst das, heute in unserem Alltag mit Jesus unterwegs sein und ihm nachzufolgen? Alltäglich Glauben, die einen haben das vielleicht auch schon ein bisschen geschnallt, ist ein Stück weit so eine Doppelbedeutung, ein bisschen fast ein Wortspiel, oder? Alltäglich ist Glauben für jeden Tag. Eben nicht nur für den Sonntag, nicht nur für heute, sondern auch in deinem Montag drin, in deinem Dienstag, in deinem Mittwoch. Nicht nur, wenn es Small Group nachher ist, sondern zu jeder Zeit. Auch in den alltäglichen Situationen hinein. Und alltäglich schmeckt eben so ein bisschen auch noch gewöhnlich. Aber das soll eigentlich unser Glaube sein, etwas Gewöhnliches, etwas, was zu unserem Leben so dazugehört, wie das Zähneputzen, wie aufs WC gehen, wo einfach ein fixer Bestandteil ist und wo in jeder Situation, eben im Alltäglichen, in den ganz gewöhnlichen Situationen von unserem Leben drin eine Rolle spielt. Wenn der Stress rum ist, wenn die Müdigkeit da ist, wenn Chaos ist mit Kind, aber auch in dem Moment, wo es ruhig ist und wo es schön ist, möchten wir mit Jesus unterwegs sein. Alltäglich Glauben. Ein Glaube, der zu jedem Thema, wo in jedem Bereich von unserem Leben Bestandteil davon ist und
drin ein Teil ist. Und ich liebe es, dass der Fokus eben so klar auf Jesus ausgerichtet ist. Weil er das Zentrum ist von unserer Kirche, das Zentrum ist von unserem Leben. Und wo wir uns nochmal auf so eine neue Art und Weise wirklich auf ihn fokussieren. Ich meine, das machen wir ein Stück weit immer. Aber auch gerade mit, dass wir uns wirklich versuchen, hineinversetzen, wie das wäre, wenn wir live mit dabei sind. Gibt dem wie so nochmal eine neue Dimension. Und unser Anliegen ist es, dass wir uns wirklich als ganze Kirche gemeinsam auf den Weg machen können. Jeder Einzelne natürlich für sich. Und dass wir uns aber gegenseitig in dem helfen können, in den Small Groups, im Miteinander, in unseren Freundschaften, wo wir drin sind, in unseren guten Morgen Jesus-Zeiten. Ich habe mir zum Beispiel angewöhnt, dass ich jeden Morgen, wenn der Wecker schellt und ich noch kurz ein bisschen liegen bleibe, nicht das Handy nehme, sondern einfach zuerst mal wirklich Jesus guten Morgen sage und mal schnell ein bisschen meinen Tag mit ihm bespreche, bevor dann der nächste Griff vielleicht zum Handy ist oder was auch immer das bei dir vielleicht ist. Und wir freuen uns mega, das Thema genauer zu packen. Wir werden dann noch andere Serien und Themen natürlich streifen während dem ganzen Jahr. Und wir freuen uns auf das, was das bewirken wird in unserem Leben. Und wir glauben und hoffen fest, dass es sehr, sehr viel darf in unseren Herzen und in unserem Leben bewegen. Ja, wir wollen euch noch etwas mitgeben, so, wenn ihr dann nachher rauslauft. Und zwar, das soll euer Glaube in dem Sinne unterstützen, wo ihr so ein Notizbuch bekommt, wenn ihr rauslauft, wo ihr könnt Predigten aufschreiben könnt, wo ihr euren alltäglichen Glauben könnt niederschreiben könnt, vielleicht Offenbarungen, die ihr von Gott habt, was auch immer, Ziel, Vision, Goal für das kommende Jahr. Und ja, nehmt das doch mit, wenn ihr nachher rauslauft, werden die verteilt. Ihr seht, sie sind eigentlich sehr simpel, sage ich jetzt einmal. Vielleicht fällt das gerade den Frauen auf, oder? Wir haben gerne unsere schönen Notizbücher. Aber das ist extra. Weil alltäglich glauben, wie du gesagt hast, Joni, der Alltag kann manchmal sehr normal sein, oder? Wie nach der Ferien. Die Ferien sind ein Highlight und man kommt zurück in den Alltag. Es ist so das Normale, sage ich jetzt einmal. Und darum ist auch die Blache vorne drauf. Wir haben es auch vorher schon gesehen auf dem Screen, so die Blache, das vielleicht kannst du ein bisschen vom Waschen, vom Reiben, das darf ich dir nachher mitnehmen. Und ich wünsche mir, dass du das brauchen kannst, dass das wirklich dich in Orte begleiten, wo du mit dem Jesus sitzt, deine Zeit mit ihm hast, wie das auch immer aussieht, auf welche Art und Weise. Denn was wir auch noch machen wollen, so zum Start von dem Jahr, wir wollen euch Möglichkeiten geben, um ein Jahreslos zu ziehen. Wir werden jetzt gerade wieder in den Worship reingehen und dann werden so Becher oder Körbchen durch die Reihe gehen, wo ganz viele Bibelverse niedergeschrieben sind, auf kleine Lösli, Jahreslos sagt man dem. Und das Los, das soll dich ermutigen. Es soll, ja, vielleicht ein Stück weit ein bisschen ins 2020 trainieren reden. Vielleicht ist es eine Verheißung für dich, wo du dann so kannst anfangen zu glauben, dir kannst aufs Herz schreiben, die Wahrheit, die über dein Leben geschrieben ist. Uns ist es wichtig, aber zu sagen, es ist nicht ein Horoskop in dem Sinn, aber trotzdem soll der Vers dich begleiten im 2020. Und wenn du einen ziehen willst, darfst du einen ziehen, sonst darfst du einfach weitergeben. Und etwas Zweites, was wir noch haben, das sind so Wallpapers. Der Sevi Höhn von Vinti, er ist Grafiker, er hat das geschaffen. Wir haben das Bild da vorne. Wenn du mir das könntest bringen. Okay, nicht möglich. Gut. Und zwar sind das, ihr könnt auf wallpaper.gvc.ch gehen. Und dort kann man fürs Handy so Wallpapers erstellen, ganz viele verschiedene. Es ist mega einfach. Ihr könnt einfach den Text reingehen und dann OK drücken und dann kommt das in eurem Handy, könnt ihr speichern. Und da könnt ihr zum Beispiel den Vers von eurem Jahreslos drauf tun oder sonst irgendetwas, wo noch erinnert werden müsst. Darum, das ist extra für uns. Ja, da vorne ist es. Extra für uns, für die Bewegung gemacht worden. Danke dir. So gut. Ja, jetzt zum Jahresstart haben wir auch so ein Los schon gezogen. Heute Morgen im Early Bird Gebet haben wir für uns als Kirche so ein Jahreslos gezogen. Und ich möchte das gerade euch vorlesen. Und dann wirst du noch für uns beten. Und zwar 1. Johannes 4,18. Ihr könnt es da vorne lesen. Die Liebe kennt keine Angst. Wahre Liebe vertreibt die Angst. Die Liebe kennt keine Angst. Wahre Liebe vertreibt Angst. Das ist ein Vers, den wir mitnehmen als GVC Zürich Oberland. Das ist ein Vers, wo wir daran glauben
Und wo wir beten, dass die Liebe noch mehr auf unsere Herzen durchdrängen, unser Kirchen durchdrängen, wo Angst muss weichen, wo Menschen in die Freiheit hineinlaufen, Menschen, die vielleicht von außen reinkommen, dürfen diese Liebe erfahren. Das ist unser Gebet und der Vers, den wir mitnehmen. Komm, wir stehen auf zum Betten. Jesus, deine Liebe vertreibt jede Angst. Und in deinem Wort steht, dass du die Kirchen so geliebt hast, dass du dein Leben für sie angegeben hast. Dass deine Liebe so weit gegangen ist, dass du dein Leben dafür angegeben hast. Jesus, ich wünsche mir, dass wir zum einen jeder Einzelne von uns, dass wir deine Kirchen genauso dürfen lieben, wie du sie geliebt hast. Dass wir uns mit ganzem Herz, mit ganzer Seele dürfen für dein Reich investieren. Und ich wünsche mir, dass wir alle dürfen das erleben, wo es in diesem Vers heisst, dass deine Liebe die Angst in unserem Leben vertreibt. Dass wenn wir uns von dir lieben lassen, dass wenn wir deiner Liebe begegnen, dass Angst in unserem Leben muss weichen. Ich bete, dass unsere Kirchen ein Ort sein dürfen, wo wir das erfahren dürfen. Ein Ort sein, wo deine Liebe so stark ist, so stark herrscht, dass Angst vertrieben wird. Dass dort, wo Ängste in unserem Leben herum sind, dass sie weichen müssen. Ich bitte dich, Jesus, auch, dass du gerade uns als Leiterschaft, der Ältestenrat, uns als Pastoren, aber auch jedem, der irgendwo in einer Leiterschaftsfunktion drin ist, dass wir das erleben dürfen und dass wir uns so fest von dir lieben dürfen, dass wir nicht mit Angst haben. Und dass wir dürfen voller Mut Schritt machen und vorwärts gehen, das, was dran ist. Dass wir auf das dürfen vertrauen, weil wir wissen, dass du uns liebst, dass du gut meinst mit uns und dass du mit jedem Einzelnen von uns unterwegs bist. Amen.